Ich habe die große Freude, Sie alle ganz recht herzlich willkommen zu heißen an diesem schönen Sonntag. Welch ein Privileg ist das, so unter dem Wort zusammenzukommen. Und viele andere tun das auch weltweit, auch Gemeinden im Untergrund. Und wir dürfen alle verbunden sein in diesem selben Glauben und in dieser Ausrichtung auf unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte jetzt nochmal beten. Herr Jesus, danke für den Morgen. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort auftust. Gnade schenkst, Herr, dass wir immer wieder neu dir begegnen dürfen. Lass das, was du bist, Herr, für uns tief eingegraben werden in unser Sein. Schenk du Gnade, dass wir an deiner Hand im Licht durch diese Welt gehen und diesen Schein von uns geben können, von dem wir auch schon gesungen haben. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns das Lamm auch verklärst. Danke, das bist du. Danke, das bist du alles, auch für uns. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Gottes Lämmlein, Ratschluss der Liebe Gottes. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch eine Ermessensfrage der Übersetzung. Ein Lamm ist ja eigentlich schon ein Lämmlein. Ja? Vielleicht haben deshalb die Bibelübersetzer meistens nur Lamm übersetzt. Ein Lamm ist ein Schaf, das höchstens 1 Jahr alt ist. Aber wenn man sich lieb hat, dann gibt man sich Kosenamen, oder? Lämmlein. Und es ist doch wunderbar, dass die Offenbarung in besonderer Weise, nur noch Johannes an anderer Stelle schreibt dann auch nochmal dieses Wort, dass sie Jesus als das Lämmlein bezeichnet. Das ist was Wunderbares. Auf dem Bild haben wir so ein Lämmlein, so ein zartes Lämmlein. Es geht oft in die Irre, weiß nicht, was tun, muss auf den Weg gebracht werden. Gut, das bezieht sich natürlich mehr auf uns, nicht auf den Herrn Jesus. Aber er war in Sanftmut dieses Opfertier, das Sühnopfer. Durch ihn können wir den Weg zurück zu Gott gehen. Ja. Das ist das ganz große, Wunderbare. Wir haben die Verse gelesen in der Offenbarung. Beim Lesen dieser Verse haben wir schon einen Blick getan bis in den Thronsaal Gottes. Und da merken wir schnell, es geht eigentlich bei all dem um die Offenbarung des Lammes, um die Offenbarung des lebendigen Gottes und des Lammes. Und eigentlich müsste ich noch klarer sagen, um die Offenbarung des lebendigen Gottes und des Lammes in mir, in dir. Ja. Weil er will sich an uns offenbaren und erweisen. Er will sich zeigen, will sich manifestieren, er will sich offenbaren. Man wird, wenn man das liest, man staunt über die Fülle der Details und Einblicke in den Himmel. Das ergreift den Johannes, das ergreift auch uns, wenn man das so still liest. Und die Menschen damals, die haben dann angefangen zu zittern. Die sind zu Boden gefallen vor der mächtigen Majestät unseres Herrn, wie wir es ja auch gerade gelesen haben. Sie haben ihm die Ehre gegeben über seine Weisheit, seine Liebe, seine Kraft, den Reichtum, der da offenbar wird. All die Eigenschaften, die bei seinem Heilswerk da zutage treten. Und daraus erkennen wir ganz besonders auch für uns heute eine Sache, und das ist die Notwendigkeit einer persönlichen Offenbarung. Dass wir ein Erlebnis immer wieder haben, Gott redet zu uns. Gott hat sich einen Teil mehr gezeigt uns gegenüber. Der Herr will sich offenbaren, nicht mystisch visionär, ja, nicht nur emotional, sondern zuerst im Sinne der Wiedergeburt und dann im Sinne, dass wir mit ihm gehen können und Tag für Tag auch seine Gegenwart spüren dürfen. Ohne eine Offenbarung Gottes können wir gar kein Christ sein. Und da kann ich fragen,
Hast du eine Offenbarung Gottes erlebt? Ist Gott dir gegenübergetreten und du wusstest, er redet jetzt mit mir? Und dann bist du ein Christ. Was sich mir in diesem Heimaturlaub so sehr auf das Herz gelegt hat, auf meine Seele, ist die Gleichgültigkeit vieler Menschen. In Deutschland besonders auch. Man geht durch die Dörfer, wir freuen uns an unsere Heimat und so. Aber viele Zeitgenossen haben gar keine Antenne mehr. Es ist so schwer, mit ihnen über den lebendigen Gott zu reden. Ja, allem Religiösen gegenüber, ja. Das ist in Bolivien gar kein Problem. Ein Kommunist, ein ehemaliger, hat dort uns sogar Bibelverse schon weitergegeben. Das ist völlig normal für die Leute, dass man Religion einbezieht in das Leben. Aber hier haben wir wirklich in Europa eine große Säkularisierung. Ja. Der postmoderne Mensch, der hat keine Antenne mehr fürs Religiöse. Das, was den Martin Luther bewegt hat im Gewissen, oder das, was den Huldreich Zwingli dazu gebracht hat, vom sündigen Leben Abstand zu nehmen, das, was den Calvin dazu gebracht hat, die Ehre Gottes zu suchen, das interessiert die Leute heute gar nicht mehr. Es ist kein Mainstream, oder wie sagt man? Das ist kein Thema. Neulich fragte mich jemand, was ist da wohl die Ursache? Und da gibt es natürlich viele Antworten. Heute ist es nicht mehr Gott, der uns geschaffen hat, sondern die Evolution. Gott ist ausgeklammert. Ja. Die moderne Wissenschaft steht auf dem Thron. Der Mensch ist autonom geworden. Das heißt, er macht sich selber das Gesetz, die Norm. Und er hat die Bibel kritisiert. Er erkennt ja die Bibel nicht mehr als eine Offenbarung. Wie kann dann Gott sich offenbaren? Und so wird es auch in der Endzeit immer schwieriger werden, dass Menschen diese Begegnung erleben. Heute haben wir eine Philosophie, wo der Mensch einfach selbstherrlich ist und autonom. Im Grunde wird die Bibel sagen, er ist ein Götzendiener, er glaubt an sich selbst und er macht alles, was er selber schafft, zu einem Götzen. Die Moderne ist der Postmoderne gewichen und es geht immer weiter. Man denkt, es kommt nichts mehr. Die Säkularisierung ist also weit fortgeschritten. Man hat im Grunde den Bereich Gottes ausgeklammert. Nicht nur verweltlicht, sondern ausgeklammert. Ja. Man glaubt nicht mehr an den unsichtbaren Bereich. Und da der Erfahrungsbereich des Menschen autonom ist, nur unter den Regeln des Menschen selber, kennt der Mensch eben niemand mehr über sich selbst und hat den Bezug zum Absoluten verloren. Religion ist also im Grunde von der Wirklichkeit ausgeschlossen. Ja. Und deshalb sind viele nicht mehr ansprechbar. Und sie fallen dann aber auch in ein Nichts, ja, in eine Sinnkrise, in eine Sinnentleerung. Neulich kamen wir an einem Waldstück vorbei und dann beerdigt man sich, man lässt sich verbrennen und lässt sich beerdigen, die Asche unter einem Baum. Ja. Man wird eins mit der Schöpfung, aber man flieht vor dem Schöpfer. So kommt es mir so vor, bei manchem Naturfriedhof heute. Aber ich muss jetzt laut sagen, Gott existiert und ich habe ihn auch erfahren. Und ich weiß das genau, er hat zu mir geredet und ich bin hingekniet und habe mein Leben ihm ausgeliefert. Und die Bibel sagt es immer wieder, Gott will sich offenbaren. Was bedeutet das Offenbaren? Offenbaren heißt etwas Verborgenes kundtun, so rein sachlich, aber auch auf eine Person bezogen, die Eigenschaften zutage treten lassen. Wenn wir die Bibel hier lesen in Johannes 1, Johannes 4, Offenbarung 5, dann merken wir, wie Jesus offenbart wird in seinen Eigenschaften, in den Attributen, göttliche Attribute. Und Johannes ist niedergefallen wie ein Toter. Ne? Und es bedeutet auch subjektiv,
offenbaren, sich einem gegenüber eben erfahrbar machen. Im 5. Buch Mose, da habe ich gemerkt, dass das eigentlich schon, das haben wir hier schon, dass das eigentlich immer wieder schon klar war. Selbst heidnische Völker, die wussten, Gott offenbart sich. Als die Juden Ägypten verlassen hatten und ins Kanaan eingezogen sind, da lesen wir hier, seitdem wir das gehört haben, sagen die Heiden, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. So wurden die gepackt und ergriffen von der Offenbarung des lebendigen Gottes. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Die Heiden haben da einen Sinn dafür damals gehabt. Und dass der lebendige Gott sich so offenbaren will, das hat er auch immer wieder den Israeliten und ihren Familien aufs Herz gelegt. Schon bald, schon gleich am Anfang hat er an die Kinder gedacht und hat ihnen ans Herz gelegt, erwartet für eure Kinder, dass Gott sich euren Kindern offenbaren will. Das will er doch. Sie sollten nämlich Gott erkennen lernen und ihn auch anbeten und ihm auch folgen. In Josua 4, ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter. Warum haben sie das alles da gemacht? Aus dem Jordan und bei anderen Gelegenheiten auch. Damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun. Und dann wurde ihnen der lebendige Gott geoffenbart. Ja? Machen wir das in unseren Familien? Betet weiter für eure Angehörigen, für eure Lebenspartner, für eure Kinder. Und schließlich vernehmen wir dann andeutungsweise, dass Gott schon von jeher das Ziel hatte, sich vor aller Welt und in der ganzen Welt, auf der Erde, sich zu offenbaren. In Josua 4, Vers 24, da steht, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Und ich kann euch sagen, das wird sich bald mehr kundtun, wenn dann die große Trübsal anbricht und wenn die Gerichte beginnen. Gott wird sich noch auf vielerlei Weise kundtun und offenbaren. Und wir merken ja, wenn wir die Offenbarung lesen, viele werden auch noch zum Glauben kommen. Ja, immer wenn der Herr Jesus mit Menschen redete, da wollte er, dass es bei ihnen zu einer Offenbarung kommt, ja? Zu einer Begegnung mit ihm. Ich denke an den Petrus. Der Petrus ging da in den Norden, die Jünger mit Jesus kamen an die Jordanquellen, Caesarea Philippi, und Jesus selber versucht zu schauen, merken Sie etwas von dem Besonderen oder nicht? Was sagen die Leute, wer ich bin und so, ja? Und bei Petrus kommt das dann zu dieser Aussage, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Fleisch und Blut, sagt der Herr Jesus dann, haben dir das nicht geoffenbart in Matthäus 16, sondern mein Vater im Himmel. Gott will sich offenbaren. Er will zeigen, wer er ist, und er will zeigen, dass er das für uns sein will. Auch das Lämmlein, gerade zuallererst das Lämmlein, dass er aus Liebe seinen Sohn sandte, um uns zu erlösen. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Ich glaube, ich habe sogar darüber geredet bei der Einweihung unserer Schule im Jahr 2000. Es ist immer wieder etwas ganz Wunderbares, wie er da die Frau an diesen Punkt führt, wo sie Verlangen bekommt nach dem lebendigen Wasser. Und da heißt es in Johannes 4, wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das sagen dann sogar andere im Dorf, andere in der Stadt. Und die Frau hat es auch gesagt, ist dieser nicht der Messias? Jesus hat sich ihr geoffenbart und hat ja alles gesagt. Ja? Und sie war eine Sünderin und sie hat eine Vergangenheit gehabt.
auch den Jüngern gegenüber insgesamt hat sich Jesus ja ständig neu geoffenbart. Wir lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 1, im Vers 9 und 10, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen. Das ist das Ziel, der Wunsch, auch Paulus, und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen. Das ist diese Offenbarung, dass man merkt, jetzt offenbart sich Gott, er redet zu uns und er zeigt seine gewaltige Majestät, seine Kraft, seine Liebe. Deshalb beten wir auch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm. Das ist Offenbarung. Damit in euch verherrlicht werde Jesus Christus. Ich muss an Paulus denken, wir haben das heute Morgen auch hier schon gehört. Paulus spricht über seine eigene Person in Galater 1, Vers 15 und 16, wenn er sagt, als es aber Gott wohlgefiel, in Vers 16, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Wer den Paulus gesehen hat, hat etwas davon gesehen, wer Jesus ist. Und so will er es bei uns tun. Er hat zwar einen großen Kampf mit uns, ja, damit er wirklich was, also wir sehen das ja weniger. Und doch benutzt der Herr dieses schwache Licht, das wir oft sind, ja, im Fleisch, aber er benutzt das, um sich zu offenbaren. Und Paulus erzählt in diesem Kapitel von seiner Lebensgeschichte, von seiner Berufung. Er sagt, ich habe das nicht geplant, ich habe das auch nicht gelernt von Menschen. Gott hat sich mir geoffenbart. Und deshalb heißt das letzte Buch der Bibel die Offenbarung Jesu Christi. Ja, nicht nur, weil hier ein prophetischer Plan geoffenbart ist, sondern er hat sich hier offenbart. Wenn Sie Offenbarung 1 lesen, als der treue Zeuge, als der Erstgeborene von den Toten, als der Herr über die Könige auf Erden, das muss man mal den Großen und Gewaltigen heute sagen. So hat Jesus sich hier offenbart. Als Menschensohn, als Priester, als der die Sterne, die Gemeinde und die Leuchter in seiner Hand hält, die Engel. Als Haupt der Gemeinde, als Wort Gottes, als Richter hat er sich offenbart. Und wir tun gut, das auf uns wirken zu lassen und ihn anzubeten. Ja, das habe ich jetzt schon gelesen, diese Stelle von Paulus. Was können wir denn tun, damit er sich an uns so offenbaren kann? Wir dürfen einfach unser Herz aufmachen und uns ausliefern ihm. Dann wird er etwas aus uns machen. Dann wird er selber in unser Leben eingreifen und es prägen. Und dann wird er es auch gebrauchen, auch für andere zum Segen. In Offenbarung 4, da finden wir dann Jesus Christus offenbart überhaupt als das Lämmlein, als das Lamm Gottes. Wie in einem großen Gottesdienst erscheint er hier vor dem Thron Gottes und ist würdig, die Gerichte zu beginnen, die Siegel zu brechen, die diese Gerichte umfassen. Was wir da jetzt haben in der Offenbarung, sind 7 besondere Offenbarungen des Lammes. Zuerst einmal ein paar Offenbarungen, die da mit unserer Erlösung zusammenhängen. Vielleicht besser ist die ersten 2 nur, nicht die ersten 3, wie es hier gruppiert ist. Das Blut des Lammes, das Lebensbuch des Lammes. Da geht es um unser Heil, um unsere Erlösung. Dann haben wir hier die Apostel, die Braut und die Hochzeit des Lammes. Da geht es auch um die Gemeinde, um die Erlösten in ihrer Gesamtheit. Und am Schluss haben wir den Thron des Lammes und den Zorn des Lammes. Hier geht es um eschatologische Dinge, um Dinge, die die Frage beantworten, was geschieht dann mit denen, die das Evangelium nicht annehmen wollten. Zuerst haben wir das Blut des Lammes in der Bibel. Es heißt in Kapitel 7 und in Kapitel 12,
Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen, hell gemacht im Blut des Lammes. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Jesus wurde dieses Lamm, das mit seinem Blut uns reingemacht hat. Da müssen wir besonders fassen, dass sein Leben ein vollkommenes Sühnopfer war. Ja. Es heißt ja, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und da wird hier in 1. Johannes 2, Vers 2, wie es hier zu sehen ist, das Wort Versöhnung oder Sühne gebraucht. Es heißt, er ist die Versöhnung oder die Sühne für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus hat ja göttliches Leben gehabt. Er allein konnte konnte den Preis vor ihm bezahlen und all das wieder reparieren und zufriedenstellen. Wir haben gar keine Worte da, um das auszudrücken, um die Sühne wirklich zu vollbringen. Das Lamm, das erklärt regelrecht die Geheimnisse der Erlösung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Erlösung. Er hat in Bezug auf Gott das, was wir ihm angetan haben, wo wir ihn in seinem Wesen angegriffen haben, das hat er gesühnt. Der Zöllner im Tempel hat ja auch gesagt, sei eine Sühne für mich, wörtlich übersetzt. In Bezug auf die Sünde, wir wissen ja alle aus Jesaja Kapitel 64, dass wie ein unflätiges Kleid alles beschmutzt ist in unserem Leben durch die Sünde. Schmutz, Unreinheit, ja, das braucht Reinigung. Und die Bibel offenbart hier das Blut Jesu als das, was uns reinigen kann von aller Sünde. Er ist dann dieses Sündopfer, das diese Sünde weggetragen hat. Und er hat sie rein gewaschen. Und sie ist nicht mehr vorhanden. In Bezug auf unser Verhältnis zu Gott, wir waren ja Feinde Gottes, wie die Bibel in Römer 5 zum Beispiel sagt. Und da wird uns in der Bibel gesagt, es ist eine Versöhnung gefunden. Gott kann dich den Menschen wieder annehmen. Er kann uns lieb haben. Und er ist sogar gerecht, heißt es in 1. Johannes 1, wenn er uns die Sünden vergibt, weil inzwischen Jesus durch sein Blut den Preis bezahlt hat. Sonst wäre Gott ja ungerecht, uns das Evangelium, das ewige Leben zu geben. Und dem Satan gegenüber waren wir gebunden, ja, versklavt. Und viele stehen in dieser Situation heute noch. Und da sagt die Bibel, wir sind erkauft, in Offenbarung 5 zum Beispiel, erkauft, du hast uns dein Blut, hast uns für Gott erkauft. Das ist dieser Loskauf eines Sklaven, der jetzt Gott gehört. Und so zeigt das alles, was Jesus für uns getan hat. Paul Gerhard hat ja mal gesagt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, die Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Und dann heißt es im 2. Vers, das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind, und Sühner wollen wählen. Und dann wird ein Gespräch hier poetisch dargestellt zwischen dem Vater und dem Sohn. Geh hin, mein Kind, nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Strafe und Zornesruten. Die Strafe ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Eine deutsche Theologin, die hat dazu gesagt, also dieses Lied habe ich noch nie vorgeschlagen. Ich habe eine komische Ablehnung in meinem Leben für dieses Lied. Wer, so fragte ich mich, hat sie gesagt, hat das Lämmlein denn geopfert, die Sünde der Sünder? Oder etwa Gott selbst, um seinen Zorn zu stillen?
Was wäre das für ein Gott, der sein eigenes Kind opfert? Nicht Gott, sondern Menschen haben das Geschehen der Kreuzigung bestimmt. Hier lässt nicht der Vater, um etwa seinen eigenen Zorn zu stillen, sein unschuldiges Kind opfern. Und sie haben jahrelang studiert und können es nicht fassen, was Jesus hier in der Sühne für sie getan hat. Werfen wir nicht zu schnell den ersten Stein. Wie viele Jahre braucht es oft, bis jemand das fassen kann? Gott hat eine Erlösung bereitet, die ich nur annehmen muss. Ja, das Blut des Lammes ist so die Grundlage für unsere Erlösung. Das Zweite, was wir hier haben, ist das Lebensbuch des Lammes. Und da kann man sich fragen, welche Gewissheit haben wir für das ewige Leben? Und da heißt es eben auch in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung, was uns erwartet? Wir sind eingeschrieben im Buch des Lebens, im Lebensbuch des Lammes. Das Lamm hat ja den Preis schon bezahlt, und da sind wir eingeschrieben. Ich persönlich glaube, dass wir eingeschrieben sind schon von Anfang an. Und wenn dann jemand Jesus annimmt, dann wird er nicht mehr ausgradiert. So scheint es hier in der Bedeutung zu stehen. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Der Hebräerbrief, der zeigt dieses Geschehen, dass das vollkommen ist, vollbracht, universal gültig, abgeschlossen. Ja. Es heißt so in Hebräer 9, Vers 24, Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selber, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns, für dich, für mich zu erscheinen. Er ist also der vollkommene Priester. Und auch nicht, um sich oft zu opfern, sein Opfer ist völlig vollkommen. Und dann beleuchtet der Hebräerbrief auch noch das vollkommene Sühnopfer. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter. Also hören wir gut, heute ist die Vollendung der Zeitalter. Das ist nicht die Endzeit, sondern das ist auch schon die Zeit der Gemeinde, seit der Herr Jesus kam. Ist er offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Mit einem Opfer hat er immer für immer die vollendet, die geheiligt werden. Große Männer Gottes sind auch an diesen Sachen vorbeigegangen. Goethe hat seinen, ich glaube es war ein Schweizer, hat einen Pastor Lafferter gehabt und hat das Evangelium wahrscheinlich nicht gehört und angenommen. Lenin war auf einem Priesterseminar. Er hat auch einen Sinn innerlich gehabt zum Religiösen und hat es dann beiseite gelegt. Ja. Karl Marx hat auch Gedichte geschrieben in seinen Jugendjahren. Der Simon Bolivar, von dem Bolivien den Namen hat, der wollte ganz Bolivien zu einer Einheit führen, so wie Europa heute eine Einheit von Staaten sein will. Und am Schluss seines Lebens, am 17. Dezember 1830, hat Simon Bolivar, war er auf dem Sterbebett und hat gesagt, ich habe das Meer gepflügt. Jesus Christus, Don Quixote und ich sind die 3 größten Dummköpfe der Geschichte. Ist Jesus wirklich der Größte? So? Ist er auch gescheitert? Nein, er ist nicht gescheitert. Er hat viele zur Herrlichkeit geführt. Er hat uns erlöst. Er war kein Stroh- und Phrasendrescher wie Don Quixote. Ja? Bolivar sah sich am Schluss seines Lebens als ein Gescheiterter. Aber Jesus war kein Gescheiterter, sondern er hat die Erlösung dort am Kreuz für uns vollbracht. Und auf dem Hintergrund von dem Blut des Lammes, da bedeutet das völlige Ruhe und Heilsgewissheit. Freut euch, dass eure Namen ja, im Himmel geschrieben sind.
Der dritte Punkt sind dann die Apostel des Lammes. Wenn wir erlöst sind, dann stellt uns Gott in die Gemeinschaft der Erlösten. Und da gibt es diese drei Begriffe hier, die Apostel des Lammes, die Braut und die Hochzeit des Lammes. Es heißt in Epheser 2 zunächst, dass die Apostel die Grundlage sind. In Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wir bauen sie nicht selber. Durch die Apostel haben wir die Bibel bekommen und deshalb die Grundlage, aus der wir lernen, aus der wir uns erbauen, aus der die Lehre kommt. Ja. Die Apostel, das sind die Jünger Jesu, die wurden also für ein grundlegendes Lehramt auch vorbereitet. Vielleicht hat mancher sich gefragt, wie sicher ist denn das alles? Hat sich das wirklich so zugetragen? Gilt es noch für heute? Da wird gesagt in der Bibel, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel. Und unser ganzes geistliches Leben baut sich da auf. Umso mehr muss man sich schämen und muss man immer wieder sehen, was bedeutet dann das Vernachlässigen der Bibel, das Vernachlässigen der Gemeinde, des Gemeindebesuchs? Oder was bedeutet das für das Wachstum der Gläubigen? Wenn wir in unserem Leben aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel, dann heißt es in Epheser 4, Vers 12 bis 13, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zum vollen Maß der Fülle Christi. Jesus hat diese Apostel auch zu bevollmächtigten Gesandten gemacht. Wie mich der Vater gesandt hat, heißt es in Johannes 20, Vers 21, sende ich euch. In Südamerika gibt es viele Apostel. Das sind dann die Apostel, die meinen, diese Apostel in der Bibel müssten Nachfolger haben. Aber wir wissen, dass sie keine Nachfolger hatten. Die Apostel des Lammes sind die ursprünglichen Zeugen, weil sie ihn selber von Anfang an gesehen haben. Deshalb sind sie die Zeugen direkt vom Anfang an. In Johannes 15 wird das gesagt, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang bei mir seid, Vers 27. Und die Apostel, die konnten besondere Machttaten ausüben. Und in 2. Korinther 12, Vers 12, das kann man sich gut merken, da heißt es, die Zeichen des Apostels sind unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Und da merken wir, diese Zeichen der Apostel, die binden sich auch an die Apostel, an ihre Person und an ihre Zeit. Und die müssen wir auch nicht alle heute im selben Maß erwarten. Die Apostel, die hatten die Aufgabe, eine apostolische Überlieferung, ein Lehramt zu erfüllen. In Johannes 14 wird gesagt, der Heilige Geist kommt, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, Vers 26, was ich euch gesagt habe. Er erinnerte die Apostel daran und die Apostel gaben uns dann die Briefe im Wort Gottes. Und deshalb ist dann in Apostelgeschichte 2,42, wenn es heißt, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brots und in den Gebeten, da merkt man, dass die Lehre der Apostel der verbindliche Rahmen ist, um ein Leben als Christ zu führen. Ja. Das sind die Überlieferungen oder die biblische oder apostolische Tradition. Ja. Nicht im Sinne von unserer Tradition. Ich lobe euch, 1. Korinther 11, Vers 2, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Das ist die apostolische Tradition. Also die Apostel hatten eine Sonderstellung im Heilsplan Gottes. Und ihre Lehre, die ist dann auch, wie hier am Schluss steht, für alle Zeiten gültig. Denn in Judas 3 wird gesagt, wir sollen für den Glauben kämpfen, für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben. Ein für allemal.
Das ist der feste Rahmen, der gegeben ist. Und nun soll eben ein Christ dieser apostolischen Lehre folgen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie mal auf Römer 6, Vers 17. Das ist ein Wort, das mich immer wieder ergreift und herausfordert. Römer 6, Vers 17. Da wird ein Wort gebraucht, übergeben. Das ist so, wie der Herr Jesus dem Pilatus übergeben wurde. Dann wurden seine Arme gefesselt, seine Hände. Und so gefesselt wurde er übergeben. Ja? Und da heißt es nun Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild oder der Form, könnte man übersetzen, der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Verstehen wir das richtig? Wir sind übergeben wie ein Gefangener der biblischen, apostolischen Lehre. Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Ja? Wir sind diesen Apostel, der ihrer Lehre übergeben. Das heißt, wir folgen ihm Gehorsam. Und deshalb heißt es in 2. Thessalonicher 2,15, also nun Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Beides ist die Autorität, dahinter steht die Autorität der Apostel. Was ist dann mit denen, die die apostolische Lehre ablehnen? Die stellen sich außerhalb. Das sind keine Christen, die stellen sich außerhalb. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung, das ist die apostolische Tradition, wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Der Empfang durch die Apostel und der Gehorsam muss darauf folgen. Das ist eine Lehre aus der Bibel, die heute oft untergeht. Man meint, das Christentum sei Privatsache. Und die Apostel, die sind dann auch ein Maßstab im Gericht. Wenn ich dann lese, dass ihre Namen auf den Grundsteinen des neuen Jerusalem stehen, oder in Matthäus 19, 28, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das sehen wir zum Beispiel, die Apostel richten. Ja? Wir wissen, dass wir auch in solche Stellungen gerufen werden. Aber man sieht hier, dass auch nach dieser apostolischen Lehre einmal das Gericht ausgeführt wird. Das nächste, was wir finden, ist die Braut und die Hochzeit. Komm, ich will dir die Frau zeigen in Kapitel 21, Vers 11, Vers 9. Die Braut des Lammes, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und in Kapitel 19, 6 bis 8, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Hier werden 3 ganz wichtige Dinge gesagt. Zuerst einmal wird hier gesagt, dass wenn die Braut zubereitet wird und die Hochzeit stattfinden wird, dann wird es auch heißen, Gott hat das Reich eingenommen. Das heißt, unsere Zubereitung in der Gemeinde, die hängt damit zusammen, dass Gott letzten Endes herrschen will und auf den Thron kommt und den Thron einnimmt. Und alles in der Offenbarung wartet auf diesen Moment. Ein zweites, was mir hier in diesen Versen Kapitel 19 und auch 21 aufgefallen ist, wenn es dann heißt in Vers 11, die hatte die Herrlichkeit Gottes, die Braut des Lammes. Sie ist dann vollendet, sie erstrahlt besser wie jedes Model und unsere ganzen Falten und Flecken und vielleicht noch viel Schlimmeres, wenn wir so durchs Leben hinken, das wird dann vorbei sein.
die hatte die Herrlichkeit Gottes. Lohnt es sich dann nicht, so zusammenzukommen wie wir heute Morgen und sich zubereiten zu lassen als seine Braut? Und das dritte heißt es eben von Kapitel 19, Vers 8, seine Braut hat sich bereitet. Lohnt es sich dann nicht eben, Hand anzulegen und den Herrn bitten, Herr, wandle uns um, mach uns tüchtig und sich zuzubereiten. Was macht so eine Braut? Die tut sich waschen, tut sich ihre schönen Kleider anziehen, tut sich schminken, all das. Und das sollen wir geistlich tun, oder nicht? Wir sollen gucken, dass unser Leben in Übereinstimmung kommt mit dem, was der Herr für uns vorgesehen hat. Das ist der ganze Jubel dann bei der Erscheinung der Braut. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist was ganz Wunderbares. Und da kommt es eben dann zur Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das ist heilsgeschichtlich der Moment mit der Vereinigung mit unserem Herrn Jesus. Und da erfüllt sich dann die ganze Liebesgeschichte auf Erden, die war. Ich möchte vielleicht noch hier auf 2. Korinther 11, Vers 2 erinnern. Paulus schreibt, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Es gibt nach den jüdischen Gebräuchen 3 verschiedene Dinge, nämlich die Verlobung, die Zuführung und die Hochzeit. Wenn ihr Jesus angenommen habt, dann seid ihr mit ihm verlobt. Paulus sagt, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann. Und das bedeutet im biblischen Sinn ein Versprechen, etwas Verbindliches, das man erfüllen will, ja? Eine Zubereitung dazu. Das ist die Verlobung. In dieser Situation sind wir jetzt in der Gemeinde Jesu, wo wir warten auf sein Erscheinen. Und dann kommt es dazu, dass er will eben Christus eine reine Jungfrau zuführen. Das wird sein bei der Entrückung. Da sehen wir die 10 Jungfrauen und wie sie sich dann der Bräutigam hat einen Zug mit Leuten und die Braut kommt mit einem Zug mit Leuten und sie begegnen sich dann mittendrin auf dem Weg, ja, Matthäus 25, Vers 1. Und das wird dann stattfinden in der Luft, wenn er kommt. Und wir werden ihm so begegnen, wir werden ihm zugeführt als dem Bräutigam. Und am Schluss wird das alles erfüllt in der Hochzeit. Deshalb sollten wir diese Zubereitung ernst nehmen. Wir sollen mit Christus vereinigt werden. Noch viel tiefer, als es heute ist. Und dann geschieht eine große Freude. Offenbarung 19, 7-8. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Freude, Jubel. Und er hat das Heil dazu und den Weg dazu gebahnt. Und nun haben wir noch diese beiden letzten Dinge, eschatologisch, der Thron und der Zorn. Das sind ernste Themen. Offenbarung 22 heißt es, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und in Offenbarung 6, da heißt es zunächst von der großen Trübsal, wir gehen dann einen Schritt weiter, die Könige auf Erden und die Großen, die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien, sie verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag des Zorns. Die große Trübsal wird eine Periode des Zorns sein, aber es gibt noch einen endlicheren Zorn. Das wird die Hölle sein. Und auch das ist Realität in der Bibel, die geoffenbart wurde. Zuerst sieht man gewaltigen Segensstrom, in Kapitel 22, Vers 3 und 4. Ja. Er zeigt einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Und wir sehen das Lamm in Verbundenheit mit all den Erlösten. Aber dann kommt auch diese Offenbarung des Zorns. Und das hängt mit denen zusammen, die nicht Ja sagen wollten. Ja.
Gottes Liebe, Güte und Geduld, Friede, das steht immer gegen die Wahrheit und Treue und Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und beides wird Gott erfüllen und offenbaren, völlig und vollkommen. Und wer dieses, was er uns bereitet hat, in der Erlösung nicht annimmt, der steht unter dem Zorn, weil es da weil die Sühne nicht vollbracht ist für ihn. Ja. Unvergebenen Sünden gegenüber steht der Zorn des Lammes da. Und welch ein Widerspruch, welch ein Kontrast. Das Lamm, das süße Lamm, ist zornig, muss zornig sein, weil die Sühne von jemandem zurückgewiesen wurde. Und das erfüllt sich als letzte Wirklichkeit, auch im Zustand der völligen Verlorensein, im Getrenntsein von Gott in der Hölle. Ja. Ich möchte hier noch lesen, Offenbarung, Kapitel 14, Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn und an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das ist natürlich für den modernen Menschen nicht zu verstehen. Aber vielleicht, wer dann da drin steckt, wird es vielleicht verstehen. Ja. Und da heißt es vom Grimm Gottes, der unvermischt aus dem Kelch kommt. Da gibt es keine Verdünnung mehr. Da kann man nichts vermischen und süßer und schöner machen. Das wird dann unvermischt das Ziel derjenigen sein, die gegen Gott rebelliert haben. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und am Schluss heißt es so schön, und da wird es wieder wir stehen eben nach der apostolischen Lehre in Verantwortung. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Das ist unser Glaube. Das Lamm hat sich geoffenbart und bittet dich in Liebe, dein Herz aufzumachen. Es hat alles getan, um dich in die Herrlichkeit zu führen. Aber das Getrenntsein von Gott wird auch unvorstellbar sein. Deshalb haben wir diese verschiedenen Ausdrücke über Gottes Lämmlein, sein Blut, das Lebensbuch, die Apostel, die Braut und die Hochzeit, aber auch den Thron und den Zorn. Lasst uns nun beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du willst dich offenbaren. Tust du doch jeden Tag, Herr. Rede zu uns. Tu uns auch strafen mit Worten der Bibel. Tu uns zu dir ziehen und locken und immer wieder diese Gnade schenken, dass wir dir nachfolgen dürfen. Und wir wollen dir danken, dass du das Lämmlein bist und den Vater völlig zur Genüge den Preis bezahlt hast. Herr, segne diesen Sonntag auch weiterhin. Wir preisen deinen Jesus-Namen. Und wenn irgendjemand auch heute jetzt merkt, dass sein Leben noch außerhalb steht, außerhalb der Apostel, außerhalb des Lebensbuches, außerhalb der biblischen Verheißung des ewigen Lebens, so schenke du ihm die Gnade, dass er niederkniet, vielleicht daheim, und sein Leben dir ausliefert. Dein Blut macht rein von aller Sünde. Amen.